DDR hat Probleme damit von Freiheiten, die an der Verfassung verankert sind, durch eine einfache Majorität ihrer Gesetze in der Chambre durchgewinkt gehen. Es muss so sein, unserer Meinung nach, dann eine Zweidrittel-Majorität an der Chambre sehen für so Gesetze als Basis. Die Menschenrechtskommission hat eine ähnliche Meinung wie die DDR. Problematisch kann das auch für die Zukunft gehen, von Situationen, die Menschenrechte belasten, an einem gewissen Sinn normalisiert gehen, wie man das mit diesem Gesetz heute merken. Wir machen das eine Verlängerung vom letzten Gesetz, geht über das Gesetz. Und das ist just gemerkt gehen, weil die Sommervakanz für in der BRD steht. Ich meine, das ist eine gefährliche Ausweitung und hoffentlich könnt das nicht auf einer Punkten rüber. Einzelpassagen in diesem Gesetz sind zu viel was ausgelöscht. Sie basieren auf der Gesetzestext größtenteils von dem vierten Gesetz, wo sie wohlgerufen. Die kann nicht so interpretieren, andere Menschen. Und dabei kommt, dass der private Bereich schwer zu kontrollieren ist. Es gibt Höchstzeit, dass wir ein Pandemiegesetz als Basis kriegen, das man an aller Ruhe und ohne Zeitdruck kann ausschaffen und diskutieren. Was uns nachsteht an diesem Gesetz, das die Ausgangsbasis, das sind Fakten, auf das was es beruht, und die Regierung aber als Hotspot definiert hat bei den Diskussionen vom Gesetz an zwar Party in Österland. Es ist ein Gesetz an Plan dran. Die Chambre weiß nicht, wo die Einzelprobleme am Detail am Land liegen. Auf Basis von Fakten müsst ihr ein Gesetz diskutiert gehen an der Chambre, der Kommission. Mit der Kommission schauen diese Fakten bei der Diskussion zu diesem Gesetz aber nicht vier. Sie dürfen hier 4 enthalten. Wenn wir so ein Gesetz wie der Teil stimmen, dann müsst ihr aber 4 leihen, wer, wo, wen jedes Jahr gestacht hat. Wir gehen all verträgt, ob Partien die das Land sollten aufgehalten sind. Da was wir aus der Presse, dass da noch andere Ursachen da sind für Druckklammen von diesem Covid-Ausstieg, wie zum Beispiel Schulen und andere Sachen. Da muss ich aber bei den Schulen vorstellen, wer hat verantwortlich oder unverantwortlich für nur dem Abmachen von den Klassen, kurz für eine Vakanz, zurückzufahren auf eine die Klasse, wo man die Federn noch zu hatten. Da muss ich sich vorstellen. An diesem Gesetz kein Wort zu der Entwicklung. Ich habe an der Kommission am Mittwoch, den 8. Juli, vorgestellt, für Datamaterial zu kriegen zu diesem Gesetz, weil es wäre wichtig gewesen, das dann hier Fehler einzuhaben, für denen Erkenntnisse und Fakten am Gesetz rechnen drohen zu können. Weil nach unserer Meinung nach kann hier nicht mehr ein Gesetz diskutieren, wenn die Kenntnis hat von der ganzen Sachlage. Und dabei gilt ja das Gesetz ja immerhin bis den 30. September. Der Präsident von der Santé-Kommission an die Rapporte hat mir geantwortet, hier ging das an den Rapport mit abbauen. Das ist ein Menge ein Witz. Das ist selbst zu verstehen, wenn ich nicht schnell im Biss gehe und ich kaufe mir ein Brot mit einer Mettwurst, da muss das, da kriege ich Schott Mettwurst. Wenn ich dann nachfrage, kriege ich mehr Brot. Wenn ich danach 3 Mal nachfrage, kriege ich immer mehr Mustard. So kann ich das vergleichen. Und das ist unverantwortlich. Ich wollte das in diesem Beispiel illustrieren, wie das Parlament behandelt wird. Dabei muss ich wissen, dass man der Ministerin bei der Corona-Debatte hier an der Chambre nicht einmal 2 Stunden nach der Kommissionssitzung Folgendes gesagt hat. Durch die Monitoring-Utien, die wir Platz haben, werden wir ganz genau gucken, wie die Typologie von den Neuinfektionen ist. Wie eng lässt sich mit Covid infizieren, welche Alterskategorien das sind, das ganz für erstens Tendenzen zu erkennen und zweitens den Impact, was es letztendlich interessiert. Sind das die Leute, die ein großes Risiko sind, für an die Spitäler zu landen,
oder nicht, das ist ja ganz unterschiedlich. Effekt hat Madame Minister gesagt, müssen wir spät, durch die Residuen, die an der Kläranlage sind, da können wir erkennen, wo der Virus präsent ist. Dadurch geografisch auch Hotspots erkennen und dadurch auch planen für bei der normalen Hospitalisation die Normalpreis en charge oprechtzuerhalten. Das ist eine Priorität. Soweit, Madame Minister, und durch eine Schlussfolgerung ist dann, dass die Regierung ja all die Donnerien verloren. Für was geht schon, was da nicht für das Gesetz zu diskutieren. Auf der anderen Seite mussten aber die infizierten Leute laut Artikel 5 alle Donnerien das Santé mattieren. Die einen mussten nicht machen, die anderen nicht. Aufgrund von dieser Sache muss man sich vorstellen, was als Heilas, was wird Heil verstoppt. Das ist auch das, was draußen liegt, sich freuen. Aber mit großem Abverständnis haben sie recht. Das Donnerien aus dem Monitoring luchen an der Kommission nicht viel. Scheinbar müsst ihr aber wissen, wo die Einzelprobleme liegen, und wie sich kann erstehen. Aufgrund von was für einer Basis haben wir hinter den letzten 2 Covid-Gesetze, die ja Kraft sind, die Erstehung. Was wird Teil verheimlicht? Gestern hat man dann eine erste Karte gewiesen durch das Land mit Kantonen. Und da muss ich durch also dann Schlussfolgerung, da geht mal abgedehnt noch Kantonen. Das ist die erste Etappe, das ist das, was ich mit dem Metwurst hier gesagt habe, das können wir an Etappe lösen. Da fällt dann ab, am Süden sind 329 Infektionen, am Kanton Esch besser gesagt. Aber da muss ich aber vorstellen. Und das ist alles das, was man in der Chambre und der Kommission nicht verleihen hatte. Sind die generell verstreut? Sind die auf spezifisch Brandherde zurückzuführen? Wo kommen das Infektionsherde her? Alles das wissen wir nicht. Und wir sollen eine Gesetze stimmen. Das kann ja nicht sein. Ich meine, die Chambre geht ja da an die 2, 3 Gesetze, und das darf nicht sein, weil sie muss an der ersten Reihe stehen. Es kann ja nicht sein, dass das ganze Land gestraft wird, von Einzelnen sich nicht an die allgemeinen Vorgaben für das Krise entgegenzuwirken haben. Über die Vorgehensweise sind wir enttäuscht. Die Chambre respektive Kommission dürfen bei der Diskussion zu diesem Gesetz nicht so informiert, wie es hätte müssen sein. So kann ich nicht mit der Chambre umgehen. Die Chambre wird übergangen. Es geht nur der. Wir hätten gerne als Parlament alle Informationen, die wir brauchen. Die Chambre, so wie ich auch schon gelehrt, als den ersten Pouvoir am Land. Und wenn wir über die Gesetze müssen dezidieren, dann brauchen wir all die Informationen, die nötig sind. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann brauchen Sie auch nicht zu wundern, dass am Land die Gerüchteküche brodelt, wie das schön auf Deutsch sagt. Und aufgrund von dieser Tatsache, als zu fährten, dass so viel leckt, hier im Land sich nicht werden an die nötigen Vorschriften halten. Ich muss Ihnen lassen noch, dass das Parlament über die Gesetze abstimmt, und nicht die Regierung. Wir haben also den Konträr. Die Chambre mit der Majorität winkt Gesetze von der Regierung einfach durch. Heute doch die Chambre, ich will der Domenhenker sagen, respektiv Volk draußen von dieser Regierung veräppelt. Das muss die Regierung nicht schützen, was sie will. Ich denke, um den parlamentarisch Frohen, da kriegt ihr den größten Teil Wischi-Waschi antworten, da würden nicht mit Knuff hängen, Land wo ist an all die Sachen da. Und dann plus, und das tun wir ja letzte Woche, anders formulieren, die Chambre muss sich Informationen an die Presse gehen oder an die internationale Presse, so wie man für den Erdischen Eiermaus hier haben. Aufgrund von diesen Fakten kann der mehr als ADR für das Gesetz nicht stimmen, und ich soll nicht da merci für den Anlauf.